Wo der Evangelist Matthäus die Einleitung geschrieben hat von der Geschichte der Geburt von Jesus, hat er nicht die Worte gewählt, die mich zum Lesen animieren. Staubtrocken ist so das, was ich wählen würde, wenn ich das beurteilen müsste. 17 Verse lang rattert er einfach Namen runter. Ein Verzeichnis von Namen. Was für mich staubtrocken ist und ich lieber überlesen, weil nachher wird es spannend, ist für die jüdischen Empfänger damals aber absolut entscheidend gewesen. 17 Verse lang sind nicht einfach irgendwelche Namen gekommen, sondern er hat 3-mal 14 Generationen aufgezählt. Ein Stammbaum. 14 Generationen vom Abraham bis zum David. 14 vom David bis ins Exil. Und nochmal 14 vom Exil bis Jesus. Für die Juden entscheidend. Haben sie doch auf den König gewartet. Auf den, der sie retten wird, der aus dieser Blutslinie von David wird entstehen. Der Stammbaum führt uns zu dem Moment, wo alles verändert hat. Die heutige Zeitrechnung orientiert sich an diesem Moment. Die grösste Weltreligion hat ihren Ursprung in diesem Moment. Und die berühmteste Geschichte in der Literatur erzählt von diesem Moment. Es ist die Geschichte von Jesus Christus und seiner Geburt. Und wir werden heute 3 Figuren anschauen, kennenlernen, entdecken, wer sie sind. Die in diesem Moment herum waren. Und die 3 Figuren sind sehr verschiedene Menschen. Sie eint alle, dass sie von diesem Moment überrascht wurden. Und eben, es hat alles verändert. Ganz herzlich willkommen, frohe Weihnachten. Schön bist du da, am heutigen Morgen, hier in der Parkarena oder am Livestream. Wir feiern zusammen den Moment, wo alles verändert hat. Und die 3 Geschichten, die wir heute anschauen werden, die laden uns ein, um irgendwo mitentdecken, miterleben, wie das damals gewesen sein. Und ich lade dich ein, bequem herzuhöckeln, auf Empfang zu schalten. Und egal, ob du regelmässig da bist, Parkarena kennst wie deine Westentasche, oder vielleicht einfach einmal im Jahr an Weihnachten da bist, genieße es. Ich hoffe, du kannst dich inspirieren lassen von diesen Geschichten, vielleicht überraschen lassen und vielleicht sogar herausfordern lassen. Von dem Moment, wo auch heute noch alles verändern kann. Bemerkenswert. Ein kleiner Junge, der in einem Stall geboren wurde, ohne Prestige, ohne Privilegien, ohne Social Media und ohne hohem Status, ohne politische Aktion, ohne Königreich und Thron. Dass er der eine war, der die Zeitrechnung von vor zu nach Christus gewandelt hat. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Er, der berühmteste Name auf der ganzen Welt. Inspiriert zum meistgelesenen Buch, das je geschrieben wurde. Er hat uns nicht nur wieder mit dem Himmel verbunden, sondern dabei auch den Himmel auf die Erde gebracht. Und jetzt bietet er uns Erlösung an, einen Neustart, Freiheit, damit wir voller Zuversicht und Hoffnung durch dieses Leben vorwärts gehen, in dem Wissen, dass wir niemals alleine sind. Und dass alle, die mit und unter uns sind und das Gefühl kennen, nichts mehr zu haben, nichts zu bringen, nichts zu sein, wissen können, dass Gott uns freundlich anschaut, dass er uns liebt und dir zuspricht, du bist genug.
Also erleuchtet den Weihnachtsbaum, erhellt den Raum mit Kerzenlicht und umgibt euch mit jenen, die euch lieb sind. Und lasst uns gemeinsam den Moment feiern, der alles veränderte. Die Geschichte von Jesus Christus. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Über den Josef berichtet uns die Bibel eigentlich gar nicht so viel. Nur in 2 von den Evangelien ist er eigentlich wirklich in Aktion. Er ist ein Büetzer von der damaligen Zeit. Eigentlich ein ganz normaler Bürger. Die einzige Auffälligkeit, die er auf sich trägt, ist die, dass er davidischer Abstammung ist. Ein Spross aus dem Stammbaum von dem grossen jüdischen König. Und das ist vielleicht das Einzige, was ihn ein bisschen von anderen noch abhebt. Wie schon gesagt, der Josef ist ein Handwerker. Wahrscheinlich Zimmermann, wohl mit Holz geschafft, Möbel hergestellt. Und er ist in der Kraft von seiner Jugend. 20, vielleicht 25. Das ist so auch das Alter, wo man sich damals als Mann verlobt hat. Und verlobt, das ist er auch. Mit einer Maria. Und nur damit wir jetzt nicht zu romantisch werden beim Kerzenlicht, höchstwahrscheinlich ist die geplante Ehe arrangiert gewesen. Und, was der Matthäus noch in einem Nebensatz erwähnt, der Josef ist ein aufrichtiger Mann. Der erste Moment, wo für den Josef alles verändert hat, hat ihn wohl wie einen Schock getroffen. Seine Verlobte ist schwanger. Wie er davon erfahren hat, das wissen wir nicht. Das sagt uns der Text auch nicht. Hat ihn echt Maria eingeweiht in einem ehrlichen Moment? Oder hat er einfach gemerkt, dass ihr Bauch immer runder und runder wird? Aber was klar ist, und das weiß er, das Kind, das ist nicht von ihm. Er ist schließlich ein aufrichtiger Mann. Ich glaube, in dem Moment ist seine Welt zusammengebrochen. Wenn wir uns so ein bisschen versuchen, ihn hineinzufühlen, ein schrecklicher Moment. Was für ein Schmach. Die ihm versprochene Frau hat ihn betrogen. Was soll er machen? Verlobung auflösen? Ja, selbst ist klar. Ein sicherer. Die Frage, die sich stellt, ist, ob Maria soll öffentlichem Ehebruch beschuldigen. Vielleicht hat zum seinen Ruf noch ein bisschen schonen und damit man sich nicht zu viel Gerüchte erzählt. Der Matthäus berichtet uns, dass der Josef den Königsweg gewählt hat. Sein Plan war es, die Verlobung in aller Stille aufzulösen. Das zeigt uns vielleicht ein bisschen etwas über seinen Charakter, seine Aufrichtigkeit. Und schon das ein sehr vorbildlicher Zug. Aber dann kommt der Moment, wo sein Leben wahrhaftig auf den Kopf gestellt hat. In einem Traum erscheint ihm ein Engel. Und er kündigt ihm an, dass das Kind in dem Bauch von der Maria vom Heiligen Geist sei. Ist der Josef jetzt vor lauter Sorge und Kopfzerbrechen noch übergeschnappt?
Hat er Halluzinationen? Oder handelt es sich bei der Erscheinung wirklich um einen Boten von Gott? Die Reaktion, die Josef zeigt, ist definitiv spektakulär, aber es ist vor allem auch mutig. Er schenkt dieser Botschaft vom Engel Glauben. Und er geht damit das Risiko ein, einem Betrug von seiner zukünftigen Ehefrau auf den Leim zu gehen. Er geht das Risiko ein, für ein Kind zu sorgen, das er eigentlich gar nicht müsste, und das Leben lang. Eine grosse Verpflichtung. Und wer garantiert ihm die Treue von der Maria? Ihm, dem Aufrichtigen. Was, wenn sie es damit nicht so hat? Was, wenn es weitere Vorfälle gibt? Nein, der Josef hat geglaubt. Und er ist überzeugt, das Kind ist von Gott. Und er hat gespürt, da ist ihm eine Aufgabe anvertraut. Das Kind mit aufzuziehen, ihm den Weg ins Leben zu begleiten. Und darum nimmt der Josef Maria zur Frau. Und wo das Kind auf die Welt kommt, gibt er ihm den Namen Jesus. Das heisst, Jahwe, Gott ist Rettung. Der Josef-Moment, der für ihn alles verändert hat, der wird auch heute zu uns reden. Weihnachten ist das Fest, wo Gott überraschend eingreift und Rettung schenkt. Kannst du dem Glauben schenken? Vielleicht nach so einem Zerbruch, nach so einem Schock, wie der Josef das gerade erlebt hat? Manchmal sieht doch unsere Welt auch so aus. Ein Gott, der eingreift, unmöglich. Und dann das noch auf so eine eigenartige Art. Ein Gott, der selber Mensch wird. Ein Gott, der sich als Kind in die Welt eingibt. Ein Gott, der sich nahbar zeigt. Ein Gott, der unsere Realität auf sich nimmt. Alles nur um uns zu retten. Das scheint doch schon eher nicht so glaubhaft. Und auch ein bisschen lächerlich. Steht manchmal dein Ruf auf dem Spiel, wenn es um diese Botschaft geht? Wenn du dieser Tatsache Glauben schenkst? Ja, vielleicht wirst auch du als ein bisschen crazy angeschaut. Als Schwärmerin oder als Schwärmer. Oder vielleicht sogar auch ein bisschen als fahrlässiger Mensch. Wenn du die Hoffnungen von deinem Leben in einen solchen Glauben setzt, dann muss man vielleicht schon ein bisschen besser schauen. Also so kann man doch nicht in die Zukunft laufen. Der Josef kennt die Herausforderungen. Und er schenkt dieser Geschichte Glauben. Und es verändert sein Leben. Ja, auch er sorgt sich noch. Wir sehen ja das, wo er mit seiner jungen Familie nach Ägypten flüchten muss. Oder in diesen alltäglichen Herausforderungen, wo Jesus verloren geht am Fest in Jerusalem. Es war nicht alles einfach Himmel auf Erde gewesen. Der Alltag bleibt herausfordernd. Aber Josef, sein Glaube hat sich gelohnt und er ist aus seinem Ziehsohn ist der Retter der Menschheit geworden. Die eine Figur, die die Weltgeschichte bis heute prägt. Und wo den Menschen durch die Jahrtausende immer noch die gleiche Frage stellt. Schenkst du mir Glauben? Und ich stelle dir heute die Frage. An dem Weihnachtsmorgen. Glaubst du dieser Geschichte? Dass Gott Mensch geworden ist? Lass diese Geschichte dich heute ein, alle Furcht darüber und vielleicht auch die Scham davon abzustreifen. Sodass dieser Moment zu einem Moment wird, wo dein Leben nochmal auf den Kopf stellt. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an.
Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Die Sterndeuter sind unsere zweite Gruppe von Figuren. Und um gerade alle Mythen zu entkräften, vermutlich sind es nicht 3 gewesen. Man weiß es schlicht und einfach nicht. Aber sie haben 3 Geschenke dabei gehabt. Und die sind ziemlich bedeutungsvoll, wie wir noch werden sehen. Die namenlose Gruppe von Sternkundigen, man hat ihnen auch Magi gesagt, die sind eine spezielle Erscheinung. Man geht davon aus, dass sie aus dem parthischen Grossreich gekommen sind. Das war das Reich, ein grosses, auch mächtiges Reich in dieser Zeit, zu der Geburt von Jesus, wo im Osten vom Römischen Reich gelegen ist, so auch als eine Brücke dann im weiter gelegenen Osten. Magi, das heisst, sie sind weise Männer gewesen. Vermutlich Teil der priesterlichen Kaste in ihrem Herkunftsland. Und sie haben die geheimen Künste beherrscht. Sie können Träume deuten. Und sie haben sich auskennt mit dem Himmel und mit den Sternbildern. Außergewöhnlich, dass die schon im 2. Kapitel von dieser Geburtsgeschichte so einen prominenten Platz bekommen. Versuchen wir die Geschichte ein bisschen einzuordnen und dabei gibt es auch ein paar Gewöhnlichkeiten. Es war damals nicht unüblich gewesen, dass man die Sterne beobachtet. Das haben viele gemacht. Und man hat sich auch damit ausgekannt. Und man hat dann auch gemerkt, wenn es neue Konstellationen gegeben hat, wenn sich da Sachen verändert haben. Und auch, dass man dann so Erscheinungen am Himmel mit dem politischen Geschehen oder mit Gottheit in Verbindung gebracht hat, ist ganz gewöhnlich gewesen in der damaligen Zeit. Und was natürlich auch klar war, ist, dass die Magi auf der Suche nach dem neuen König zuerst mal in der Metropole angeklopft haben. In Jerusalem, am Ort vom Palast, dort, wo man ja einen König auch erwartet, falls dann einer erscheinen sollte. Und so hat auch diese Geschichte ein paar Wendepunkte, Momente, die Veränderung mit sich bringen für die Sternkundigen. Und ein erster ist genau der, da stehen sie jetzt. Es heisst, sie haben sich durch die Stadt durchgefragt. Ich stelle mir das so vor. Sie wollten Informationen haben. Haben ihr gehört von dem König, der kommt, von dem Neugeborenen? Und sie sind am Hof vom König angekommen. Aber niemand weiß etwas davon. Und vielleicht war es darum nicht ganz plötzlich gewesen, sondern eher langsam, wo es ihnen gedämmert hat, dass sie in der Metropole am falschen Ort suchen. Weil der wahre König der Juden kommt nicht im gewöhnlich mächtigen Kleid. Er kommt unscheinbar, ärmlich, einsam in der Provinz, im unbedeutenden Umland. Aber die weisen Männer zeigen Offenheit. Sie lassen sich ihrer Weisheit zum Trotz eines Besseren belehren. Und sie ziehen weiter, am Stern nach. Dorthin, wo die alten Schriften der Juden auch Hinweise geben. Nach Bethlehem. Und schau, der Stern bleibt über dem Ort stehen. An dem Ort, wo ein Kind liegt. Und ihre Freude ist riesengroß. Sie haben ihn gefunden. Und dann kommt die nächste Überraschung. Oder ich würde sagen, es ist vor allem auch ein Kontrast. In dem unscheinbaren, staubigen, dreckigen Raum, man könnte sagen, im Thronsaal der Erbärmlichkeit, knündeln sie runter und beten das Kind an. Ganz so, wie man es üblicherweise in den grossen Thronsaal der Metropolen machen würde. Und sie bringen kostbare Geschenke. Gold. Gold steht für das Königliche. Sie huldigen da einem König. Könige haben Gold und Schätze gehabt. Und Weihrauch. Weihrauch steht für das Göttliche. Weil bei den Römern und auch bei den Parther hat man in den Tempel der Götter Weihrauch verbrannt. Und sie wollten ausdrücken damit, da ist Gott. Wir kommen zu einem Gott und wir beten ihn an. Und dann noch Myrrhe.
Eine Essenz, die man gebraucht hat zur Einbalsamierung von Leichnam. Und ist es wahr, dass da schon so ein prophetischer Blick kommt, hin zum Sinn und Zweck von dem Kommen, von dem Messias? Ein Ausdruck für sein Werk, das er wird vollbringen, nämlich zur Rettung der Menschen, wird er in den Tod gehen. Jesus, Jahwe, ist Rettung. Eine Frage, die wir uns stellen können, ist, warum dass der Matthäus die Geschichte überhaupt so prominent erzählt. Und da gibt es zu sagen, historisch gibt es einige Hinweise, dass es zu der damaligen Zeit eine Sternkonstellation gegeben hat, die hell geleuchtet hat. Man diskutiert darüber, was das könnte gewesen sein. Soweit also alles irgendwo denkbar und möglich. Aber wahrscheinlich hat der Matthäus auch noch ein bisschen mehr wollen, wo er die Geschichte da platziert hat. Wahrscheinlich hat er auch eine Botschaft an die Juden senden, auch im Kontrast zu den Römern. Weil damals hat der Kaiser Augustus regiert. Der war der Weltherrscher. Und auch der hat so ein Sternenerlebnis gehabt. Ein Erlebnis mit der Erscheinung am Himmel. Er hat nämlich so eine Erscheinung kurz nach dem Tod von seinem Adoptivvater, Julius Caesar, der meisten wohl vom Asterix bekannt, hat er so eine Erscheinung gesehen am Himmel. Und er hat die genutzt, um Julius Caesar göttlichen Status zu geben. Und sagt, das ist der Stern vom Julius. Und was ist mit dem Augustus so mit passiert? Wenn der Julius Gott ist, dann ist der Augustus der Sohn von Gott. Und er hat Münzen prägen lassen, mit dem kaiserlichen Gesicht auf der einen Seite und dem Stern auf der anderen. Und was macht da der Matthäus? Am Anfang dieser Geschichte möchte er auf etwas hinweisen. Auf den wahren Sohn von Gott. Der ganz anders als der Augustus erscheint. Nicht mächtig, nicht mit Münzen prägt, sondern eben unscheinbar. Und doch wird seine Berühmtheit schon bald über Grenzen vom jüdischen Land, ja über Grenzen vom römischen Grossreich raus, nämlich zu den Parther, weitergereicht werden. Weil da die ersten Nicht-Juden schon ziemlich früh ihn anbeten. Und so stellen uns die Figuren von den Sternkundigen auch ein paar Fragen. Wo suchen wir nach Hoffnung im Leben? Wo suchen wir nach dem, was wir anbeten können? Nach dem, was uns antreibt? Nach dem, wo wir unser Leben ausrichten? Nach unserem Stern? Suchen wir im Bekannten, wo uns auch immer wieder laut und deutlich angepriesen wird. Im Gewohnten, in dem, was unsere Welt uns auch zeigt. Wo Glück zu finden ist. Zum Beispiel in finanzieller Absicherung, Materialismus. Manchmal auch in Beziehungen, oder? Das ist das Wichtigste. Suchen wir es in den lauten und klaren Ansagen der Mächtigen in der heutigen polarisierten Zeit? Oder möchte diese Geschichte vielleicht gerade besonders heute dazu ermutigen, uns auf das Unbedeutende, Unscheinbare einzulassen? Weihnachten zeigt, Gott kommt anders, als wir es denken. Überraschend anders. Die Frage ist, sind wir offen, um das zu empfangen? Wie die Weisen aus dem Morgenland. Das Reich von dem König fängt im Kleinen an. So könnte man auch sagen, es fängt immer bei uns selber an. In unserem kleinen Leben. In unserem unscheinbaren Alltag. Und mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Aber das Reich kann sich dann auch entfalten. Und weiter raus wirksam werden. Vielleicht nicht gerade bis ans Ende der Welt. Aber zumindest bis in deine Beziehungen, bis in deine Familie, bis in dein Umfeld, bis zu deinen Nächsten, bis in deine Umgebung. Lassen wir uns von diesen Magie inspirieren. Jesus als der König und Gott über unser Leben zu setzen. Was für ein mutiger Entscheid, niederzuknündeln von ihm. Sie sind sich nicht schade dafür, das zu machen im Staub von Bethlehem. Und er, der unscheinbare Gott, ist sich nicht schade gewesen, uns, kleine, einzelne Menschen, zu retten zu kommen. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. Die Frage der Sterndeuter versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussagen der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere
als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen: Geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Als die Sterndeuter nicht zu ihm zurückkehrten, war Herodes außer sich vor Zorn. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Herodes sein Name, König der Juden, sein Titel. Ein gewiefter Politiker und Machthaber im damaligen Nahen Osten. Ja, er hat es geschafft. Er konnte innerjüdische Machtkämpfe ausnutzen und unter den Römern zu dem Amt aufsteigen. König der Juden. Ein lokaler Vasallenkönig, der dem Grossreich von Rom untertan war, aber über das Gebiet herrschen konnte. Das hat durchaus politisches Geschick erfordert. Und ein Spagat zwischen der römischen Grosspolitik und einer lokalen politisch-religiösen Verankerung, die manchmal auch turbulent sein können. Wir können uns vorstellen, dass der Herodes, er ist eigentlich nur halbjüdisch war, mit idumäischen Wurzeln, trotzdem auch regelmäßig beim Tempel war, zum Opfern, Jahwe anbeten. Und trotzdem wird er keine Mühe gehabt haben, auf Geschäftsreise in Rom auch mal bei einem römischen Tempel vorbeizuschauen und diesen Gottheiten zu huldigen. Das Networking war im römischen Grossreich Notwendigkeit gewesen. Was der Herodes bestimmt auch mit sich gebracht hat, ist eine gewisse Machtaffinität. Er konnte die Ellenbogen ausfahren, wenn es nötig war, und Gegenspieler zum Schweigen bringen. So weit von heutigen Machthabern scheint er also gar nicht gelegen zu haben. Jetzt zu seinem Teil in dieser Geburtsgeschichte. In der Bibel heisst es, dass die Frage der Sterndeuter nach dem neugeborenen König der Juden den Herodes in Schrecken versetzt haben. Und ganz Jerusalem mit ihm. Das ist der Herodes-Moment, wo alles verändert. Der mächtige König der Juden in Angst und Schrecken. Sein Anspruch, der Herrscher zu sein, wird in Frage gestellt. Er wird grundlegend verunsichert. Was für ein König soll da kommen? Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen, dass die Menschen, die am mächtigsten oder stärksten auftreten in einem Raum, meistens auch die sind, die am meisten Angst in sich tragen. Das Macht und Festklammern daran ist auch ein Schutz. Ein Schutz vor Angriff, Schutz vor Schwäche, ein Überspielen von Unsicherheit. Die Angst vom Herodes war sogar so groß, dass sie ganz Jerusalem mitgerissen hat. Schrecken greift meistens um sich. Und meistens übertreibt man die Dynamiken von der Angst auf andere. Aber der Herodes wäre ja auch nicht der Herodes, wenn er nicht zumindest einen Versuch wagen würde, wenn er dieser herausfordernden Situation nochmal Herr wird. Und sofort beruft er sein Kabinett ein. In der Gruppe ist man meistens auch noch ein bisschen stärker als allein, oder? Und eine Liste heckt er auch so gleich aus. Weil er gibt diesen Sternkundigen vor, dass er das Kind auch gerne möchte anbeten gehen. Das macht er, um möglichst viele Informationen zu bekommen, wo sie genau werden suchen. Doch seine Liste geht nicht auf. Die Sternkundigen aus dem Osten kehren nicht zu ihm zurück. Da greift er zu radikaleren Mitteln. Seine Reaktion: Er ordnet an, dass alle Buben unter 2 Jahren in Bethlehem sterben müssen. Nein, seine Macht, die kann ihm niemand streitig machen.
und ganz bestimmt nicht ein unbedeutendes Kind aus dem Umland von Judäa. Die letzte Figur, berühmt und trotzdem oft weggelassen in der Weihnachtsgeschichte, der König Herodes. Er erzählt uns seinen ganz eigenen Weihnachtsmoment. Er zeigt uns, dass das Kommen von Jesus Christus die Menschen in ihrem eigenen Anspruch, in ihrem Selbstverständnis, von wer sie sind, kann erschüttern. Jesus stellt unsere eigene Macht und Kontrolle in Frage. Die Lebensordnung vom Herodes ist an diesem Tag heftig über den Haufen geworfen worden. Ein anderer ist König. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen selber König sein wollen über ihr Leben. Und zumeist auch sind. Und gerne noch über ein bisschen mehr als nur das eigene Leben. An dieser Weihnacht können wir uns die Frage stellen, ob der Moment, wo alles verändert, auch uns herausfordern will. Unsere Macht, unsere Kontrolle und unsere Stärke abzugeben. Wie reagieren wir auf die persönliche Infragestellung? Reagieren wir, indem wir uns an unserer Macht festkrallen? Reagieren wir, indem wir uns mit allen Mitteln versuchen zu verteidigen? Reagieren wir, indem wir uns durch andere Menschen rechtfertigen lassen? Reagieren wir, indem wir unser eigenes Ding weiterziehen? Oder anerkennen wir, dass ein anderer der wahre König ist? Weihnachten lädt dich ein. Auch dieses Jahr deinen Thron zu verlassen und für den wahren Herrscher freizugeben. Ein Herrscher, der die Welt auf den Kopf stellt. Sein Kommen verändert alles. Damals und auch heute. Die Geschichte von Jesus Christus, der Moment, der alles veränderte. Die Weltgeschichte wurde auf den Kopf gestellt. Eine neue Zeitrechnung begann. Es ist eine Geschichte, die herausfordert, uns auffordert, Scham zu überwinden und mutig zu glauben. Eine Geschichte, die einlädt, Gott im scheinbar Unbedeutenden zu finden. Eine Geschichte, die uns mit unserem Wunsch nach Kontrolle konfrontiert und fokussiert auf ganz anderes. Sie ermutigt, uns loszulassen und Gott zu vertrauen. Es ist eine Geschichte konträr aller Geschichten. In einer scheinbar unbedeutenden Nacht erhält das Bedeutung, was bedeutungslos erschienen hat. Wir sind eingeladen zu staunen. Zu staunen über das Wunder dieser Weihnacht. Das Wunder, wie in aller Ruhe Frieden auf die Erde kam. Das Wunder, dass dieser Friede auch in mir sein und immer wieder werden kann. Wir haben von diesem Frieden gehört heute. Von dem Frieden, der auf die Welt gekommen ist, in dem Moment, wo es verändert hat. Und das ist ein Frieden, den wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Für dich und für dein Herz, für mich und mein Herz. Aber wir wollen uns nicht nehmen lassen und wir können fast nicht über den Frieden, der für dich und für mich ist, reden, ohne dass wir auch sagen, hey, da gibt es noch eine Welt um uns herum. Da ist nicht überall Frieden. Es wäre schön, aber es ist nicht. Und darum wollen wir auch heute, an diesem Weihnachtsmorgen, zusammen beten. Und ich hoffe, ihr habt es nicht bequem gemacht. Ihr dürft nämlich nochmal aufstehen. Ich lade euch ein zum Aufstehen, zum Zusammenstehen, zum Gebet. Und zuerst wollen wir rundherum schauen und Fürbitte tun für die Menschen, die keinen Frieden haben. Und nachher werde ich euch auch noch segnen mit eben diesem Frieden. Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, vor langer Zeit, und hast die Welt auf den Kopf gestellt. Und der Frieden ist irgendwo spürbar. Man kann ihn entdecken. Er ist tatsächlich gekommen, er ist real. Aber er ist noch nicht überall. Ja, unser Wunsch ist, dass er sich verbreitet.
Aber wenn wir in die Welt schauen, merken wir, er ist tatsächlich wirklich noch nicht überall. Auch bei uns nicht überall immer. Und darum stehen wir zusammen heute, wo wir diesen Frieden vielleicht schon ein bisschen entdecken dürfen. Und wir segnen die Menschen, die im Krieg sind, die in Not und Elend leben. Wir schauen raus, überall, wo es Krisen hat, menschengemachte oder nicht. Menschen, die leiden, Menschen, die unter Verfolgung leiden, unter Mangel. Und wir bitten dich, greif du ein. Der Frieden ist nicht nur für uns da, sondern er soll auf See da sein. Für die Menschen, die noch nichts von dem sehen. Und wir segnen sie. Und wir bitten dich, greif du ein. Wir können nichts machen, ausser dich bitten, immer wieder. Greif du ein, schick du Menschen, die etwas machen können. Komm du mit deinem Frieden. Erbarm du dich über diese Situationen, über diese Menschen. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du mit deinem Frieden kommst in unser Leben. Segne du uns. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder Momente haben, die unser Leben verändern, wo wir ein Stückchen mehr von dir entdecken dürfen, ein bisschen näher zu dir rutschen können. Weil wir immer wieder neu sehen, wer du bist. Und der Moment, wo dort mal alles verändert hat, soll uns heute immer wieder verändern. Und ich sage euch, dass ihr ein verändertes Leben dürft haben, weil ihr ein Stückchen von diesem Frieden in eurem Herz dürft haben. Ich sage euch auch, wenn es jetzt weitergeht, als Fest mit der Familie oder was auch immer ihr noch vorhabt in diesem Jahr, ich sage euch, dass der Frieden mit euch darf sein, dass das, was dort mal die Weltgeschichte verändert hat, uns heute darf verändern und dass wir zu einer Veränderung in unserem Umfeld dürfen werden, zum Segen für unsere Mitmenschen. Das bete ich im Namen von unserem grossen Gott, der Jesus, der kleine Jesus, dort mal auf die Welt geschickt hat. Amen.